Alm und Celica, zwei Helden retten die Welt, hier bei Fire Emblem, Shadows, Valencia, wer auch immer. Ja, ihr seht schon, ich bin hier aber ein Schrein, das liegt daran, dass ich ein bisschen trainiert habe, zumindest mal so weit, dass ich die restlichen Truppen noch entwickeln kann. Matilda zum Beispiel, Level 10, Clive Level 10, in dem Team alles war perfekt. Bei Celica wäre es Konrad Level 10, S Level 12, bereit auch für die Entwicklung, Sonja ist Level 14 auch bereit und deswegen... Ja, Jason noch nicht, hat doch aber keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Und generell, ich glaube da mit der Idee von wegen alle bis Level 10 trainieren und so, nach also für ihrer finalen Entwicklungsstufe, das, ja, werde ich mir, glaube ich, ein bisschen abschminken. Allein schon aus dem Grund, weil sie kaum noch Erfahrungspunkte kriegen. Sogar für Nico-Drachen und solche Dinge oder Gargoyles kriegst du sogar noch irgendwie 8 bis, vielleicht sogar Nico-Drachen irgendwie 10 oder 15 Erfahrungspunkte. Das ist zum Trainieren ein bisschen mühsam. Deswegen, naja. Bei Celica war ich relativ schnell bei der Statue. Bei allem wird es ein bisschen länger dauern. So. Zeitenrad, das stimmt ja, die Erinnerungen noch, wa? Erinnerung weiter an die Villa. Okay, mache nachher direkt nach der Entwicklung erstmal, ja. Bisschen Epic und so, nicht wahr? Konrad. Er wird zum Goldritter. Von Werten her, ja, kriegt er nur Karpen, nur ein bisschen Bewegung, aber hey, besser als nichts. Prinz Konrad! As your will commands, Miller. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt wird es Zeit für die gute Ace. Sie kriegt 12 Kabel dazu, eine Verteidigung plus eine Bewegung dazu. Wie geil ist das denn? Heiliger Ritter ist effektiv gegen den Schrecken. Oh ja. Yeah. Daumen hoch, Schild hoch. Okay, I'll do my best. Will doch hoffen. So, sie kriegen noch Ächtung dazu. Perfekt, jetzt haben wir ja unsere 3 perfekten Falkenritterinnen, die, denke ich mal, ziemlich zu lange werden. So ein bisschen wenig Speed sehe ich gerade, die gute S, aber gut, das ist Level 1. Gatui ist so die schnellste von allen. Palla dürfte wohl die stärkste sein. S ist die mit der höchsten Resistenz, okay. Dann noch Sonja, sie wird zur Priesterin. Auf den ersten Blick kriegt sie nicht dazu, aber das kann sich noch ändern. I'm not usually the pious, obedient type. Kann sich noch ändern, liebe Sonja. Ja, ich überlege jetzt gerade. Generell, nein, ich habe es nicht vergessen, Leute. Aber jetzt generell noch, Sakralschwert würde eigentlich ihr noch gut stehen, wa? Der guten Sonja. Ist halt so die Frage. Ich meine, klar, die Grimoire-Ring und so, noch Magie plus 5 drauf, ist schon geil, gar kein Thema. Aber vielleicht gibt es da mal was Besseres oder packt da dann einen Engelsring drauf und noch plus 20 mehr Glück habe oder wegen gegnerischen Crits und so, weil es jetzt schon ein bisschen wenig, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Die das Schwert ausnutzen, ich meine, vielleicht kriege ich immer mal für Celica ein besseres Schwert, also was heißt besser, ein Schwert, was halt besser zu ihr passt, so wie die Königslinge zu allem halt, weil das Sakralschwert kann ja jeder tragen, insofern... Eisenschild, nehmen Sakralschild von ihr mit dem geriebenen Brennstoff, ja. Ja, der Brennstoff. So, dann natürlich, sie hätte noch die Zielbalance, aber Gewicht 2. Eieiei, dann überlege ich eigentlich, ob ich sogar es eher so mache. Oder Langspeer. Bei Sachen sind noch ein Speeddropper.
Wie wäre es eigentlich so? Der 27 Angriff. Da hätten wir. Da 27. So ein Unterschied plötzlich. 27, 18. Da hätten wir immerhin noch 20. Dafür wäre sie Speed 16, 13, 13. Und dann hätten sie noch Langspeer, wo sie auch aus der Entfernung her angreifen könnte. Zumindest rein theoretisch. Silberlanze, ich meine, Langspeer macht ja auch schon 2 Job. Warum nicht gleich Silberlanze nehmen? Aber Langspeer halt wegen der Entfernung. Mir fehlt ein Schütze in dem Team und so gesehen, Langspeer ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Wenn ich es mal so betrachten möchte. Sakralschild, nee, das ist ja eher ein bisschen doof. Andererseits halt Silberlanze in der Power war, das darf man auch nicht unterschätzen. Für die Sakrallanze eventuell. Schwierig, Freunde. Bei ihm genauso, man könnte natürlich auch eine Silberlanze tragen, hätte noch viel mehr Wumms drauf. Speed wäre egal, und jetzt hat er halt 21 Verteidigung und 2 Resistenz. Aber, naja. Wir schauen mal, wa? So, dann doch Zeitenrad, noch ganz kurz hier gucken, Erinnerung an die Villa. Conrad? Conrad! Where in the world did he go? Wait, is that Antise? Antise, is that you? Conrad? I can hear you, but I don't... Where are you? Good morning? Morning? It's past noon. What were you doing under the bed? I was hiding so the ghost wouldn't take me away. What ghost? Mother told me all about it. She said that if I'm bad, a ghost will come for me in the night. It'll come down from Fear Mountain in Rigel and take me away. Oh, you're so lucky. Your mother's Rigelian, so she has all sorts of fun stories. Fun? So you're not scared of the ghost? No, why would I be? I haven't done anything bad. Have you done something bad? Well, I kinda accidentally broke the vase in the Great Hall. Then I cleaned up all the pieces and buried them in the garden. That was you? The servants were looking everywhere for that vase. We have to go tell them. But I'll get in trouble. They'll be fine, Conrad. I'll go with you. We'll apologize and they'll forgive us. I promise. Besides, if you don't, that ghost is sure to come and get you tonight! No! If it took me away, I wouldn't be able to play with you anymore. Right? And I don't want you to go away either. So then, shall we go? All right. Let's hurry and put this all behind us. Wait! I'm kinda scared. Can I hold your hand? Conrad, you... Oh, all right. Oh, was für eine schöne Erinnerung an die beiden jungen, ja, doch Halbgeschwister kann man jetzt eigentlich doch relativ deutlich sagen. Natürlich erstaunlich, was so ein paar Erfahrungen aus einem kleinen Jungen machen kann, wa? Konrad hier, also sage ich jetzt mal der kleine Prinz, in Anführungszeichen, noch sehr ängstlich, zurückhaltend. Und dann plötzlich später, ein paar Jahre später kann man sagen, so als der Maskierte, hat es ordentlich gemacht, plötzlich die Maske ab und wieder der kleine Konrad. Also nicht gerade so, aber das kann man ein bisschen so vor. Egal, der Fremde von weit her. Another day of fine weather. I love stretching my legs in the morning. Perhaps I'll gather some shells. Huh? Who's there? He appears badly wounded. Is he dead? He's alive. Are you all right? Stay with me. Nina. Huh? Is that someone's name? What am I doing? I need to go get help before he keels over. I'll be right back. You just hold on.
Where am I? You're awake! Oh, thank goodness. I thought you were dead for sure. I found you collapsed by the shore earlier. You were gravely injured. Who are you? My name is Tatiana. I work here at the church. What's your name? My name is... Yes? I cannot remember. Who am I? From whence did I come? These things are a mystery to me. Oh, goodness. You're one of those types. I apologize for the trouble. It's all right. It seems as if everyone's losing their memory in these times. Still, how are we going to inform your family that you're safe? They must be worried sick. Oh, yes, that is to say, I'm sorry. I didn't mean to give you something else to fret over. I'm sure we'll get it all worked out. You should rest in the meantime. Yes, rest. You'll be all right. I know you will. I'm taking care of you now, after all. You would do that? It would be my honor. You can stay here as long as you like, even after you get better. Of course, once you're on your feet, there's cleaning to do, wood to chop. But your only job right now is to heal. Why are you being so kind to me? What am I to you but a stranger? Another gaping maw to feed. I wasn't aware kindness needed an explanation beyond itself. When someone is in trouble, you help them. That's common decency. And from the moment I saw you, I knew I couldn't leave you. What? Well, I could see you were hurting. And, not just on the surface. Oops, I really need to stop laying on the misery. Sorry again. But I am here to help you. I mean it. So lean on me, and let me be your crutch for as long as it takes. Thank you, Tatiana. So war das also. Und es fiel der Name Nina. Nina. Haben wir diesen Namen schon mal gehört? Ich glaube nicht, oder? So jetzt. Ausgang. Oh, ich sehe gar, meine Batterie ist langsam zu Ende. Natürlich nicht so geil. So, deswegen ganz kurz mal speichern, bevor man gerade das Spiel abschmiert. Und hier ist soweit fertig. Das heißt, mit Selig werde ich jetzt eben noch ein bisschen trainieren, falls es nicht geht. Trainieren heißt vor allem halt die frisch entwickelten Einheiten, Konrad und so. Und vielleicht dann noch den Rest hier, noch ein Level ab, damit ich halt auf ja, zum Beispiel sie auf 5 und so. Ihr seht es dann nach dem Schnitt. Jetzt aber erst einmal geht's weiter mit Alm der Bergschrein. Warte, Moment. Ich muss ja gucken, dass die alle dabei sind. Wäre sonst ein bisschen doof, wa? So, wo war die Statue von Mila schon wieder? Da war ja ein bisschen langwieriger als noch auf Selikas Route. Nein, ich laufe direkt rein. Super. So, kurzen Prozess. Tobi kriegt immer noch viele Erfahrungspunkte, wa? Relativ viele, ja? Vielleicht irgendwie bis Level 5, nachher geht's nicht mehr. Das könnte man sich noch vorstellen. Wow, einmal getroffen. Alter, was ist los mit dem Typ? Watch me go. Allow me. Danke, Clive. Luck. Come at me, fool. Ja, vielleicht ein bisschen Lack, aber es war bitter nötig. Hier kriege ich irgendwie auch nichts hin. Was ist denn los? Vendetta. Erhöht Angriffsstärke um Hälfte des erlittenen Schadens. Nicht schlecht.
Just leave it to me. Jetzt wird der Purgativ. Dann vielleicht doch eher ein bisschen schwarze Magie und so. Sagitai. Könnt ihr gleich mal den da oben angreifen. Dann machen wir den hier, komm. Oh, Alter. Trefferquoten. Was ist los mit euch? Nothing will stop me. Habt ihr alle Urlaub oder was ist los? Ist ja auch irgendwie. Hä? Habe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Das verstehe ich nicht. So, komm. Matilda ganz kurz. Oh dear. Das ist euer fucking Ernst. Das ist ja wohl... Ja, es gibt einem schon zu denken, Freunde. Es gibt einem wirklich zu denken. So, jetzt stirbt mal da oben. Nothing will stop me. Nothing is to stop her. Yeah, yeah. Come at me, fools! Yeah, you are the fools. So. Sieht irgendwie schon ein bisschen besser aus. Aber Matilda kann auch nicht angreifen. Sie kann nicht angreifen, sonst sieht es relativ cool aus. Mhm. Now watch me go. Watch me go. Watch me go, watch me go, watch me go, watch me go. Tobi macht keine Gefangenen. Level up für Tobin. So, können wir das relativ schnell beenden, bevor meine Batterie echt gleich im Arsch ist. Sagitai, oh je. Level up für Cliff. I still have much to learn. Das gilt für die meisten von uns. Einmal killen. Dankeschön, Claire. So. We really took it to him. Ja, schon ein bisschen. So, Delphia ist auch kurz zum Level Up. Sehr gut. Erstmal raus hier. Beziehungsweise weiter war. Nein, nein. Das wollte ich. Ah, Gott sei Dank. Klasse Mila, neue Klassen. Matilda, bitte zum Goldritterin. Alter, plus 12 KP, noch plus 3 Angriff dazu. Ja, ich glaube, sie wird später mit Eskiel, nein, nicht mit ihm, sondern mit Konrad wird sie noch eine starkes Duo bilden. Ein starkes, goldenes Duo. I will not. Sehr gut, ja, Clive, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du kannst nur gewinnen von Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, Bewegung, KP, war klar, Verteidigung sogar plus 3, noch ein Angriff plus 2. Ja, Clive lebt immer noch. Erstaunlich, aber wahr. Millers Wille geschehe. So, ist auch alles cool. Also Freunde, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Es geht gleich weiter nach dem Cut, auch wenn es der Part eigentlich vorbei ist. Nehmen wir noch ein paar Minuten und zwar geht es dann direkt weiter auf Milas Route im Kampf gegen Cheddar, wenn ich halt hoffentlich noch ein bisschen trainiert habe und so. Mal schauen. Bis gleich. Es wird Zeit, Akt 4 zu beenden. Hier beim Let's Play zu Fire Emblem Echoes of Valencia, Freunde. Und ganz ehrlich, ich habe nicht so viel trainiert, wie ich eigentlich wollte. Was daran lag, dass, die Typen, die auf Selgas Route erschienen, da hier auf einem Sumpfgräber rum, die waren viel zu schwach, da kann man etwas leveln. Das war schier unmöglich. Und hier oben bei allem, mit Neko-Drachen, die waren ein bisschen das Gegenteil. Sie waren zwar einzeln zwar auch schwach, wir wissen mittlerweile.
Aber die wurden von Kampf zu Kampf immer mehr und mehr und mehr. Und da kamen sogar teilweise solche dazu, die auch mehr Power hatten, sogar im Level 16 so waren und ja, ein bisschen viele Erfahrungspunkte, viele KP, Kraftpunkte. Und ja, momentan sieht es halt wie folgt aus. Allem, glaube ich, nichts geändert. Gray auf Level 5, ansonsten müsste auch alles klar gewesen sein. Tobin Sakralbogen ist auch Level 5. Jo, dem auch nichts Neues. Cliff mit dem Magiering auf Level 11 bereits sogar. Oh yeah. Delphia, Korallenring, die ist krass drauf wie immer. Wie und je. Nichts Neues. Mathilda ist jetzt Level, ja eben noch Level 1 als Goldritter. Ja, eben, also auch nicht mehr groß gelohnt, weil sie hat leider auch nicht mehr so viele Erfahrungspunkte bekommen, wie er eigentlich wollte. Zum einen, zum anderen war es eben das mit den Nekodrachen, die es ein bisschen schwer gemacht haben, unsere Gesegneten zu trainieren. Das war ein bisschen doof. Luke ist noch Level 4, ja, Claire Level 8 bereits. Die hatte, glaube ich, schon Panzerfiask und Sturmlanze. Ich glaube schon. Fee, Fugurschild, bei ihr geht es relativ gut, weil sie immerhin 3 Verteidigung und 11 Resistenz hat. Und dann hier noch Tatjana und Silk, wie wir sie auch schon kennen, die auch Level 3, ich glaube Tatjana ein bisschen höher, aber auch nur ein bisschen, naja, werden wir sehen. Seki und Clive, da, ja, er hat da mit dem Rumpf jetzt noch ein Panzerfiasko, schön. Ansonsten, ja, mal gucken, wie es ja bei allem weitergeht. Aber das erst später, wir wollen jetzt erst einmal mit, bringen die Schlieren dran? Irgendwie, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus von mir gerade. Ja, jetzt haben wir es oben wieder. Also wenn ich Glück oder Pech, nachdem natürlich, liegt immer nah beieinander. Wenn ich eins im Bein habe, liegt es an meiner Grafika, dass ich immer ein bisschen so, wie leichtes Flimmern habe. Manchmal sieht es man nicht, manchmal sieht man es schon. Jetzt wieder zum Beispiel irgendwie wie von oben nach unten, das würde ich irgendwie statt mit, ja, Ne, ist ja egal, komm. Spielt keine Rolle, Freunde, machen weiter. Weiter im Text. So, bei Celica, Konrad kann noch ein bisschen trainieren. Anführungszeichen ist jetzt auch ein Goldritter. Mei. Saber, aber ich glaube echt generell ist nicht viel getan. Walba. Silberlanze, Palla und S, da ist eigentlich auch nichts Neues mit den beiden. Jenny, Sonja, ja, ich glaube Jess ist noch ein bisschen stärker geworden, genau, das war glaube ich noch etwas hauptsächlich, und ich glaube Noma ist glaube ich auch 1 Level höher. Aber ansonsten auch bei Celica nicht viel, aber egal, wir machen weiter, denn wir wollen ja gegen Cheddar antreten. Gegen den alten Cheddar-Käse. Sümpfe des Duma, die Schlacht. Something wrong? The closer we get to Duma Tower, the quieter you become. What? No, I don't. Or do I? I suppose I'm just getting a bit nervous as we draw near. And that's really it? You're not hiding anything? Conrad, you're worrying over nothing. Well, all right, if you say so. Ich glaube allerdings, dass sie einiges verheimlicht. So, wir werden direkt in die Schlacht gerufen, sehr schön. Da haben wir, da ist ja Cheddar mit dem Draco, willst du mich verarschen? Oh, nee, nicht schon wieder. Oh, mit dem scheiß Draco-Schild. Ja klar, ich kriege ihn, toll, muss aber erst mal besiegen. Ich habe Schutzkraft gegen alle Arten Angriff, ja, wir sehen es ja. Gut, natürlich, der Speed wird grausam getroppt, das ist natürlich cool, kann nicht doppeln. So glaubt ziemlich keinen von uns. Tod, oh, natürlich haben wir hier 23 Angriff. Ja, rufen, toll, was rufen der? Vermutlich solche Typen, wa? Können wir uns vorstellen. Da die Jeans. Gesundung, okay, das können wir auch vorstellen. Inkarnation, was? Ja, super, Entzug einfach 10 K wiederherstellen. Oh. Dumas göttliche Macht, negiert gegnerische Angriffe. Was? Dumas göttliche Macht negiert gegnerische Angriffe. Hä? Kann gar nicht angreifen, oder was? Starre, Pakt. Für den Verlust von KP bei Magieanwendung. Ja, ist klar, Alter. Machen doch einfach noch mächtiger. Leck mich am Arsch. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh.
Was ein Mughal. Wucht. Okay, der greift physisch an. Interessant. Ermöglicht eventuell Teilung und Verdopplung von Einheiten. Ja, toll. Mal eine Zellteilung. Super, Alter. Da ist der schnell. 22 Speed. Die sind relativ lahm, das wissen wir. Oh, das wird lustig, Freunde. Ja, das kann ja heiter werden. Aber relativ wenig Einheiten hier. Ich würde sagen, Cheddar ist, wenn man es erraten kann, magisch bedacht. Okay, was das mit seinem Dingsbums zu tun hat da, du mal schützen so und rausfinden. Generell magisch als, okay, kann natürlich trotzdem schaden. Ich denke mal, Seraphim und so wird gute Dienste leisten. Kann er dann noch die Sakrallanze. Ich überlege gerade, wen ich wohin schicke. Weil ich würde halt gerne die Pegasus-Ritterinnen drüben haben. Sonja, genau, die war ja auch noch neu. Level 1 und so, man hat auch einen guten Job, so wie es aussieht. Ich brauche hier sicher auch ein paar Magen. Jetzt hat die Frage, ja. Sebe ist halt verdammt schnell und ich brauche natürlich auch ein paar Typen. Wobei die wir eigentlich anlocken. Stimmt ja eigentlich. Brauche dann drüben vielleicht mehr. Ich überlege gerade mal, was hier klug wäre. Ich meine, klar, sie sind immun gegen Ächtung, aber sie kann natürlich Anrufung machen. Also im Prinzip die Idee ist, dass die Typen halt hier rübergehen, auf die losgehen. Hier kann er halt mit Anrufung und so noch was machen. Nur mal genauso, die greifen ein bisschen an oder blocken halt ab. Er vor allem, gut, der kann nicht so viel abblocken. Super. Dann blockt er halt vor allem ab, der gute Valbar. Und ihr haut drauf, was geht und greift auch mal Cheddar an. Oje, oje, habt ihr Plan aufgegeben, Freunde? Ich hab das immer jetzt leisen Zweifel. Sehr leisen Zweifel. I'm so pleased you've come, Aunties. Enough talk, Jeddah. I've come to judge the truth of your claims. I will meet with Milla first. Any decision I reach will come after. As you will. But my bargain was with you alone. The rest will die for trespassing upon this holy place. What? But my life is the only one you need. This is true. But I've no fondness for interruptions. And they've proven the meddling sort. I trust you will forgive me for being cautious. Gods, he's completely mad. Everyone, be careful. Den machen wir platt, so ist doch sicher. So, die greifen alle physisch an. Valbar waltet an das Amt, würde man behaupten. Und du machst direkt mal anrufen, weil Ächtung bringt sowieso nichts hier. So, Schritt 1, Schritt 2, seid ihr noch ein bisschen unterstützen soll, wobei Chess nicht viel machen kann. Weil die haben doch relativ viel Verteidigung. So, jetzt wie greife ich mit euch an, wa? Ja, ich weiß, ich kann Quatsch machen, ein anderes Mal. Ich will erstmal ganz kurz gucken. Alter Scheiße, natürlich. Und das liegt in diesem, nichts im Draco-Schild, liegt im Duma-Schutz, der nichts machen kann. Vergiss es, da bringt gar nichts. Okay, ist Duma-Schutz, leck mich am Arsch. Gut, ich schicke Est rein. So, erstmal gucken, okay, unten kann ich angreifen. Warum Est? Weil sie doch relativ viel Resistenz hat, im Vergleich zu den anderen zumindest. Sebe kann eh gut ausweichen, Konrad hat auch viel Resistenz, der kann also auch rein. Ich will einfach den Part beenden, weil, ja, mit dem Training und so, ist, oder Training, Die Entwicklung halt, ist doch ein bisschen viel Zeit vergangen. Und wir werden den Hauptkampf gegen Cheddar nächste Folge erleben. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich mir dann für eine Strategie ausdenken soll. Ah, die scheiß Augen, super. Greift aber selbst gar nicht an. Alter. Das ist auch sehr clever, war, dass er alle selber angreift. Das bringt's natürlich. Die Augen loswerden. Wir müssen relativ viel machen. So, ein Sturmfried weniger. Ich muss zumindest irgendwo mal ein bisschen durchkommen. Die haben auch viel Verteidigung. Komme ich irgendwo am besten durch? Ragnarök.
Excalibur. Seraphim. Nicht Kilda. Kein, ich glaube es einfach nicht. Komm schon, Kritschos. Ah, toll. Jet hat so viel Verteidigung, dann komme ich auch mit Saber nicht durch. Aber gegen die müsste es eigentlich reichen. Ja, toll. Gut, jetzt erfolgreich. Leck mich am Arsch. Weil natürlich die Frage ist, ob er überhaupt angreift, ja. Ganz ehrlich, ich muss einmal riskieren. Da kommt echt keiner durch, ey. Alter Schwede. Was anderes eine Fähigkeit ist Respekt, ey. Ja, die sind schnell, das weiß ich ja. Ich muss aufpassen, weil der andere Typ da links darf sich nicht angreifen. Alter, sind ja verdammten Augäpfel schnell. Hier drüben ganz kurz, ich habe Valba in der Front. Das ist eigentlich super so. Das kann ich mehr viel machen. Vielleicht wäre Jenny hier auch besser gewesen, war. Damit ich halt... Ja, ich glaube, das wäre klüger gewesen. Man muss man vielleicht im nächsten Part überdenken, dass er vielleicht auch nicht Saber hinschicke, aber Saber kann hier halt auch nichts machen. Vielleicht Pegasus Ritter weniger, weil natürlich gegen die auch so gut ankommen. Er braucht halt die 3 im Doppelpack, falls er irgendwie doch mal eine Chance hätte. Und Mei wäre halt wegen Seraphim auch cool. Damit sind die einzigen eben Celica, die ihm halt Schaden machen kann. Und Conway, gut, muss ich erstmal testen, ob er mit Sakrallanz viel Schaden macht. Sonst wäre eine Option Konrad hier rüber. So, einmal kurz testen noch. Gut. Okay, die können auch sogar kritten. So nicht schlecht, wa? Ja, auch mal so ein bisschen kritten können, warum auch nicht? So. Cheddar greift nicht an. Da ist natürlich jetzt sehr interessant. Moment mal, mache ich mir jetzt normalen Schaden oder? Ich verstehe. Mache ich gar keinen Schaden mehr. Faszinierend. Was ist los mit dem Typen? Wieso mache ich teilweise Schaden und teilweise auch nicht? Wieso sag mal, komm. Okay, ich kann gar nicht angreifen. Faszinierend. Die Attacke bringt nicht viel. In der Situation zumindest. Die Attacke auch vergessen. Natürlich keiner von euch mehr Langspeer war. Ich kann ihn nicht angreifen. Was soll denn da machen? Da bin ich echt am Arsch. Ach, wie Celica einfach immer drauf gewalt. Toll. Hm. Irgendwie kapiert das nicht, Freunde. Was ist los hier? Durchdringen, tiefer Fall. Nee, ich setze mir das mal ganz kurz hier hin. Ich habe einen gegnerischen Zug, aber ich muss erst Cheddar ein bisschen gucken, was der überhaupt treibt. Ja, das ist jetzt unwichtig. Das ist alles total egal. Aber wenn hier alle drauf gehen, ich muss erstmal wissen, wie Cheddar da überhaupt agiert. Jetzt ruft die wieder. Aber er greift selbst nicht an. Da hat ich keinen Bock drauf. Frag mich nicht warum.
Well, I'll try. Der blockt echt alles ab. Wie soll ich ihn da jemals treffen? Hä? Ist aber noch nicht getroffen. Sure, I'm sorry. War der jetzt kaputt? Damn, sorry. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Dumas göttliche Macht negiert gegnerische Angriffe. Es kapiere sie nicht ganz, weil er hat jetzt eigentlich alle meine Angriffe abgewehrt. Also gut, wohl eigentlich alle. Ich habe einfach gesehen, was er überhaupt für Schaden machen würde, weil er halt so verdammt viel Verteidigung und Resistenz hat. Mii war die beste Option, aber irgendwie, ich muss erstmal nachzählen, wie viele. Hä? Irgendwann, ich habe ein paar Mal angegriffen, die hat er alle gekontert direkt, außer einen, gegen Ketria. Sie konnte direkt angreifen, bevor er irgendwie etwas machen konnte, erst dann hat er reagiert. Also Ketrias, ich glaube, zweiter oder erster Angriff, keine Ahnung, der ging durch. Die restlichen nicht. Warum? Das muss ich erstmal herausfinden. Das heißt, wenn wir mal ganz kurz das Spiel neu starten, wir sehen uns also gleich wieder hier in der Schlacht gegen Jeddah und ich muss erstmal gucken. Vor allem, ich kapiere die Beschreibung nicht ganz. Ich muss erstmal recherchieren, warum der irgendwie so viele Angriffe blocken kann und dann wiederum nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss!